Goedemorgen alle. Dit is een maand de 15e. Klok 10 mars, hier op 1250 KIKZ. Dit zijn je danken uit Gottes woord met mij, Mr. John Peters. Dankzij voor jullie ondersteuning, jullie gebeden. Check dit video wel eens wieder. En we beginnen met Matthäus kapitel 28. So mijn Thema, oder mijn Titel ist, dat es Sinn und über Sinnigkeit. Wo muss ich Sinn und Saturday gefällt haben? Alle Mann, was Jesus nu gefragt hat für 3 Jahre, sie haben alles investiert in ihm. Ihre Zeit, ihre Geld, sie haben ihre Familien verloren, sie haben ihr Business verloren. Und nu wir das Jesus gestorben. Ganz anders als sie würden gedacht haben. Und er hat immer von ihr reden, aber sie haben es nicht verstanden. Sie hatten gedacht, das wird ja von nu auf einmal schein gehen. Jesus wird vielleicht das Land Israel übernehmen, der Römer überschmieden und würden sie mit ihm regieren. Aber sie werden irdisch sein. Und Jesus redet immer zu das. Einer meiner Freunde sagt immer 3 Zahlen, wenn ihr das kennt, das wurde passiert. Und so, nu wird es Jesus grausam gestorben, haben wir gekriegt worden. Das schlimmste Tod, was die Römer sich ausdenken, eine Quälerei. Und nu ist Sinn und sie machen den ganzen Tag durch mit ihren Gedanken, ihrer Täuschung, und wurde bloß dunkel gelassen. Und sie hat mir in dieser Nacht nicht so. Freitag ist geworden, dass wir schändlich, vierten noch mehr sprachlich. Nu zijn we in Sinn und was gestern geworden ist, hat mich so gekillt, das hat mich so geschlagen. Aber diese Botschaft sagt, nicht abgeben, Sinn auch kämpft. Und hör ich mal das, Matthäus 28, aus der Sinn und Anbier. Und die erste Tag angefangen hat, wir sind auch, kam Maria Magdalena und die andere Maria, das Grab zu besehen. Und wir weiten sie werden gekommen mit ihrer Speizerei, zum Jesus nach Wara beschmieren, anschmieren und für seinen Tod. Und Gedächtnis, was die auch gestorben sind. Ich bin erfahren, wo Maria, die was neu gekickt haben, aber das war ein schwerer Titel gewesen. Seitlich hatten ein gerateres Verständnis des anderen. Und wir sagen, komm hier mit ihrer Schmersel. Den Körper einmal uitwickeln, den waren anschmieren, dann war der toewickeln. Und du hast ein Erdbeben, sagt es, der Kraft Gottes, wegen ein Engel von Gott wieder raufgekommen, hat den Stein wieder gerollt. Und das sagt hier, er sagt auf den Stein. Seine Erscheinung wie es Blitz, sagt Vers 3, sein Kleid so Witterschnei. Und diese 16 starke römische Soldaten, was hier sollen wachen, der sagte erschrocken, verfurcht und wir sind tot. We would say in English, they fainted. Die beschwinden alle. Wo nicht jene Kraft Gottes. Die Kraft in der Welt ist nicht jene Kraft Gottes. Und kommt der früh ist dich dabei und der Engel sagt, hab nicht Angst. Ich weiß, die segnen Jesus, den ich kriege denn. Aber das sind vielleicht die beste Werte in der Schrift. Er ist nicht hier. Er ist nicht hier, ist abgestoßen, kriegst es, er sieht. Nicht, dass er den Denken haben, hat geht einmal von dir redet. Komm dann, check, wo er gelernt hat. Oder wo er gelernt hat. Nicht gelernt, gelernt hat. Und nicht gut, und sagt seine Jünger, dass er von den Toten abgestoßen ist. Und er geht nach Galiläa, und du sollst die am alle treffen. Und dann war ich noch ein klein bisschen dabei, dann, was Markus sagt. Du sagt der Engel zu der frühesten Stadt. Sei zu den Jüngern und zu Petrus, dort sie sollen Jesus in Galiläa treffen. Du willst davon reden, das Hoffnung, nicht so? Grote Hoffnung. Die größte Hoffnungsbotschaft, was die Welt jemals gehört hat, ist, dass uns Lehrer, uns Herr, uns Heiland, ist nicht im Grab geblieben. Den sein Körper ist lebendig geworden. Seine Cells, sein Blut hat angefangen zu pumpen. Und er ist abgestoßen von der Toten. Und er sagt, dass in 1. Korinther 15 heißt die erste,
Wat bedeutet dat? Dat sagt, dass all seine Nachfolger, weil wir wollen alle aufstehen. Als Gläubige oder nicht. Bloß seine Gläubiger, seine Kinder wollen aufstehen zu der ewigen Seligkeit, den schönen Himmel. Und die wollen nicht einumhauen, dann zu der schrecklichen Hölle. Aber das Jesus ist von der Erste, was abstehen ist, und du hast Hub nicht, mein Freund. Warum ist das so wichtig? Weil der Satan dachte, hat gewonnen. Er hat ja das so weit gekriegt, dass die Kirchenlehrer, die Religiöse, die Römer, eigentlich wir haben Jesus angebracht. Und wir machen eigentlich jemanden Manchmieten wegen, wie wir ein Port von dort Volk. Ich denke an einen Mullah, was er gemult hat, Jesus durch Kreuz bei Golgatha. Und er mult durch verschiedene Menschen, das ist der Jünger, der Johannes mit Maria Taub und der Pharisäer, der Römer. Er multe verschiedene Menschen mit seinem Pinsel. Aber er konnte auch nicht schlucken. Einmal steht er ab, dann der er sich selbst nach dem Ankmul. Und dann hat er schlucken können, wegen er wie ein Port gewesen von das Volk, was Jesus sich hat. Er hat nie wieder ein Port von das Volk. So dass er hat sich das selbst näher gemalt. Nie wieder ein Bild fertig. Aber der Sultan, doch hier hat was Großes können. Hat ja Gott selbst können anbringen. Und ich finde, dass den Feind, dass ich weiß, die noch geredet habe, das Alte Testament redet von, dass Gott sein Knecht wird nicht verführen. Sein Fleisch wird nicht verdorben. Aber der Feind, hoffe ich, seine eine Gläser zu sein, der kann vielleicht nicht einmal die Schrift verstehen. Oder er hat nicht geglaubt. Und so der Sultan dachte, er hat gewonnen. Vielleicht falls dieser oder der Sultan hat in dem Leben gewonnen, der hat nicht. Der hat die vielleicht können schlagen, der hat die vielleicht können durchbringen. Und vielleicht müssen wir nicht nur reden von den Sultan oder von den Feind, vielleicht müssen wir reden von uns selbst. Wir haben uns selbst Dinge verdorben. Wir haben uns selbst verstorben. Viele Menschen geben den Feind viel zu viel Kraft, würde ich sagen, viel zu viel Credit mehr und wollen vielleicht nicht um sich selbst noch kicken. Ich glaube, ich bin Dollar mein einer Feind, als der Feind ist. Wegen der Feind, der hat hier verspielt. Sinn und spät sich so, die hat gewonnen. Das leidt alle dies da. Nicht meine Frau, was gehst du durch, was gehe ich durch, da kann sich eine Sinn und sperren. Gestern, Freitag, wir streng, das wir grausam, wir zum Grülen. Nu ist Sinn und das alle still. Zit alle dies da. Wusste Hoopning, die Jünger verstärken sich. Bloß die Frühers hatten genug Nerven, toen im Graf kommen. Die Jünger werden hängen verschlossen der und sie dachten, leben wie Eva. Und würden sie das nächste vielleicht vornehmen, anbringen. Ich gleich kann ihn verstehen. Und wenn du auf einmal eine Sinn und lebst und die best Meerspaten abgeben, da wird existiert sein. Sinn auch kennt. Morgen wird bald hier sein. Wegen hier ist die geradste Hüblingsbotschaft, was ich jemals gegeben habe. Er ist nicht hier. Keiner hat ihm gestohlen. Keiner hat den Körper der Graf beraubt. Er stund selbst ab mit Gottes Kraft. Der Engel rollt den Stein fort. Und warum muss der Engel das tun? Bloß, dass die Menschen das sein können. Jesus wird gut haben können, durch den Stein gehen, er wird nie auch im Geist, auch im Fleisch. Aber das wir für die Menschen ja glauben, dass sie das sein können. Der große runde Stein, was wir die Männer gebraucht haben, der wird von selbst fortgerollt. Interessant, nicht so? Was soll das Jeffens Hübning? Was ist hier noch für Hübning? Der Engel sagte die Frühe, sagte die Jünger, auch Petrus, dass Jesus will entrafen. Wo fällt Petrus sich diesen Sinn und? Er fällt sich so klein, vielleicht noch kleiner. Er fällt sich nicht warm. Er hat Jesus verloren. Als Jesus dort am Arm gefehlt hat, dann wie er sozusagen ein Schiedsrichter gewesen, hat sich Luten gerührt, hat an sich selbst gedacht, nicht bloß ein, nicht bloß zwei, aber dreimal Jesus verloren. Wo mochte diesen Petrus das gegangen haben, wenn die früheste Träger rankommen? Jesus ist abgestoßen. Oh, no, hey, Peter. Jesus hat die bereist. Und die sollen am alle trafen, wie Galiläa. Wat von der Hübning, wat die nicht abgesprungen sind, abgelesen sind. Und das ist die Hübning für mich und die. Hast du die verstopft? Ich auch. Hast du sinnig? Ich auch. Viel ans Heiland? Yes. Hast du nach ihm am Graf? Nee.
ist aufgestanden. Die sagte, hey, Peter, Johann, Marie, Süß, Sally, ich will die treffen. Du hast auch heute drauf gemerkt. Alle sind jetzt zu Gott zu holen. Alle sind jetzt zu Gott zu holen. Ich schreibe etwas von einem nicht. Aber das ist ein sehr kleiner Prozent, was die Sinn begonnen haben. Dat in den hele Jahr gelassen dat ik voor mij geloof dat het meest aan mij ligt. In den hele Jahr lassen, dat moet met vliegen doen. En ik zou mir zeggen, die haben het niet gedaan. Aber alle anderen sind going te vergeben. Die going te Gott te holen. Sag ich die Jünger und sag ich Peter, ich will ihn treffen. Wo wir noch mehr von reden, von wo Peter an Träge gekommen ist. Im Kreuz, wo Jesus am Träge open deed. Und Jesus ist ein Heiland von Hoffnung, von Leib, von Vergebung. Und warum ist es allmählich? Wegen der Auferstehung. Dass Jesus von Gott einen Stapel abdeed, auf Jesus ihn Tod. Und Jesus nimmt den Fiegen ganz die Macht weg. Das Neue Testament redet von, dass Jesus hat sogar den Fiegen in den Schlädels genommen. Wo die Schlädels von der Hall. Braucht keinen Nengun. Der wurde Nengun dann dann freiwillig, nicht so? Ich war schlicht mit dieser Geschichte von ein Muslim. Muslims glauben ja, dass Jesus wie bloß ein guter Lehrer, ein guter Prophet, die gehen ja Mohammed seine Lehre noch. Und das ein Muslim bekehrt sich. Wie irgendwo in 1980 bekehrte sich. Das ist eine wahre Geschichte. Luther fragen sie an, wo kam dort die beste Muslim abgewaschen mit dem islamischen Glauben? Wo kam dort, dass du die zu Jesus Christus bekehrt hast? Was sagt er? Ich reise das lebende Leben, das ist ein Weg. Aber wenn wir die Weg sich spielen, das gibt eine Spülung, und die wird die längste Seite und die rechte Seite. Und die werden zwei Männer. Ein wie Mohammed, der wird tot. Ein wie Jesus, der wird lebendig. Wenn du weißt, wem wird Frauen, sagt er, bist du ein Dödchen Frauen oder ein Leben? So, ne? So hat sich mit Jesus gedreht, wenn der lebt, und dann wird sein Weg gegangen. Praise the Lord für seine Geschichte. Nicht? Ans Heiland ist nicht im Grab geblieben, er ist nicht verfehlt, er ist lebendig, er kämpft treu. Und das Schriftzeichen ist die erste, von der wir abstunden worden. Es ist nicht eine gute Hoffnung. Es sperrt sich vielleicht eine Sinn und alles ist dies da, alles ist verdorben. Und wir sind auch kämpft, und dann kämpft die beste Neuigkeit von der Welt. Der Heiland ist abgestoßen. Du hast Hoffnung, du hast Vergebung. Für mich und für dich. Muss Gott ihn segnen.